ist eben schon noch lustig, weil die meisten Leute wissen nicht, ich komme aus dem Rheintal. Das hat so 2 Berge, links und rechts. Das bedeutet auch, der Charakter dementsprechend ist auch so. Der Wind bläst auf eine Seite und dann gibst du Gas im guten Sinn und im Retourweg ist es mega mühsam. Darum passt Rheintal und Harmonie, finde ich persönlich, passt fast nicht zusammen. Darum bin ich dankbar für die Einleitung Harmonie und Rheintal. Wer kommt aus dem Rheintal? Hand hoch. Ist es so, was ich gesagt habe? Ja, siehst du, alle sind nicht meiner Meinung. Genau. So, ich bin mega dankbar, was wir die letzten 2-3 Wochen erlebt haben. Wir haben eine ICF-Konferenz gehabt, wir haben eine Bethel Worship im Haus gehabt. Wir haben vor einer Woche Hillsong United Talk gehabt. Gewaltige Power in der Haus. Also ich bin so dankbar, dass wir so wunderbare Gäste einladen können, die bei uns einfach unsere Worship präsentieren und Menschen einfach Gott erleben können. Das ist sensationell. Die letzten 2 Wochen für die Halle, für die Leute, die dabei sind, a big dream comes true. Darum lass uns Gott nochmal einen Applaus geben. He is all what it's all about. So, wir können zu Frieden kommen und ich möchte mit der Jesus First Conference ein bisschen in Gedanken hineindroppen. Und zwar, Frieden ist ja ein mega grosses Thema. Wir haben ja einen Krieg in der Ukraine und mit Russland. Dann gibt es aber auch so gewisse Wars in deinem eigenen Leben. Vielleicht hast dich jemand genervt in dieser Woche, vielleicht hast du jemand genervt. Vielleicht ist etwas passiert und du merkst, der Frieden ist dir geraubt worden in 1 Sekunde. Und du denkst, das dürfte doch mir nicht mehr passieren in meinem Niveau. Kennst du das? Ich, der so lang gläubig bin, sollte doch das wissen, wie ich mich eigentlich verhalten sollte. Und ich möchte anfangen mit einem Bild, das ich erlebt habe vor ein paar Jahren. Ich hatte so einen Harley Breakout mit so einem dicken Pneu, der rutscht nie aus, aber kommst auch nicht um die Kurven, oder? Und dann hat der Verkäufer mir gesagt, Herr Bicker, es ist mega wichtig, dass nach 8.000 bis 10.000 Kilometern tut man das Öl wechseln, für den Motor Öl wechseln. Das Problem ist aber, ich fahre im Jahr mehr als 10.000 Kilometer. Das heisst, ich gehe nicht 2-mal pro Jahr vorbei und denke, komm, das ist total religiös, ich will einfach Geld mit dir machen. Die verkauft dir etwas, ist halb so schlimm. So bin ich dann in Österreich, bin dann gegen meine 15.000 Kilometer und plötzlich hat der Motor nicht mehr funktioniert. Ich musste das Töffli zum Mech schicken und hat den Motor auseinandergenommen und 3 Tage gesagt, Herr Bicker, der Töffel ist kaputt gegangen, weil das falsche Öl ist drin, es hat zu wenig Öl. Und er hat gesagt, wären Sie früher kommen, wäre das alles nicht passiert. Und ich habe x Tausende von Euro gezahlt nach Österreich, egal wie hoch ist der Eurokurs. Und er hat gesagt, all das ist nicht nötig gewesen, hätten sie es vorne gebracht, hätten das ganz, ganz einfach lösen. Und für mich ist das ein Bild von unserem Leben. Wenn Gott uns sagt, mach das, reden wir alle von Geboten und sagen, oh, das Alte Testament ist so gesetzlich, das gilt für uns nicht. Ist etwas Ähnliches, wie du mir sagst, mit dem Ölwechsel gilt auch nicht mehr. Und wenn du das nicht ernst nimmst, irgendwann wirst du merken, gibt es einen Motorschaden. Und das bedeutet plötzlich einen Schaden in deiner Ehe, in deinem eigenen Leben, in deiner Small Group. Und eigentlich sagt Gott, du, das hätte nicht passieren müssen. Ich habe es dir auch gesagt. Und meine Frage ist, wie lesest du die Bibel oder wie verstehst du auch eine Predigt? Die einen von uns haben ein Appellohr. Die hören alles als ein Gesetz und du musst und du sollst und wenn nicht, bist du verflucht und kommt noch der Finger auf dich, oder? Und die einen von uns sagen, nein, der Glaube an Gott ist eine Beziehung. Chill the rabbit. Das bedeutet, Gott gibt das Prinzip rein. Das bringt dich zum Leben und du musst es verstehen und es ist mega gut. Und dann mit dem Appellort denkst, aber du streckst den Glauben, wie es dir passt, oder? Kennst du die Spannung? Und die bezüglich sind, sagen zu den anderen, du bist mega gesetzlich, du verstehst den Punkt gar nicht. Und so ist oft, wenn wir das Thema behandeln, wie zum Beispiel der Sabbat, ich werde über den Sabbat reden. Wie musst du den Sabbat einhalten können? Die einen, siehst du, der Sabbat ist am Sabbat. Sabbat ist der Sabbat. Und nicht der Sonntag. Die einen sagen, komm, chill the rabbit. Das kann ein Mittwoch sein, ein Montag sein, ein Dienstag sein. Du kannst es auch aufteilen. Und je nachdem, wie du unterwegs bist, hörst du genau das Gleiche. Und bei der einen macht es alles zu und bei der einen macht es alles auf. Und ich möchte erklären, wieso habe ich das ausgewählt. Frieden hat für mich mit dem Sabbat zu tun. Sabbat ist nichts anderes. Du machst dir Gedanken, wie habe ich die letzte Woche gelebt? Habe ich den Willen von Gott vollbracht? Oder habe ich einmal mehr das gemacht, und ich wollte? Blüht meine Frau auf in dieser Woche? Oder ist sie verwelkt? Sie hat mehr Wasser gebraucht, ist ja auch heißer geworden. Oder auch bei meinen Kindern.
Sind meine Kinder in der Harmonie? Sind sie hässig? Wie ist mit der Small Group? Du schaust die vergangene Woche an und überlegst dir, bin ich im Willen von dem Gott im Himmel gelaufen? Und ich möchte anfangen mit dem 2. Mose 20, Vers 8. Da heißt es, gedenke an den Sabbattag und heilige ihn. Und das Wort heilige bedeutet, du musst es absondern. Du kannst nicht Golf spielen, Skifahren, Snowboard, Rollerblättler essen, sondern heilig bedeutet, du hockst an den Tisch an und du machst nichts. Jetzt ist die Frage, was heisst denn nichts machen, oder? Und du machst dir Gedanken, was hat Gott in meinem Leben in der letzten Woche alles verbracht? Wenn du das nicht machst, hat das einen Effekt, dass oft Sachen sich anstauen. Wer von euch das Gefühl kann, beim Frühling, die Scheiben sind gerne nicht so dreckig? Hand hoch. Ich denke, das jedem Frühling. Und dann tust du es putzen und merkst plötzlich, boah, krass, jetzt ist es super. Hast du das Bild? Das ist genau das Sabbat. Sabbat ist deine Scheiben putzen. Scheiben putzen, die Sexualität, die Finanzen mit den Freunden, bei allem. Und plötzlich merkst du, wow, ich habe gemeint, es ist sauber, aber eigentlich ist es dreckig. Und es ist auch interessant, im 5. Moses werden die 10 Gebote nochmal aufgelistet, aber ein Gebot wird ein bisschen vergrößert und es hat mehr Fleisch am Knochen. Und das ist beim Sabbat. Ja, es denkt daran, dass du selbst ein Knecht gewesen bist im Lande der Ägypter und dass der Herr, dein Gott, dich von dort mit starker Hand und hoch erhobenem Arm weggeführt hat. Darum hat der Herr, dein Gott, dir geboten, den Sabbat, und jetzt kommt das Wort, tu dir das merken als ein Schweizer, feiern. Wenn ich in Rio bin, muss ich sagen, es heisst, du sollst arbeiten. In Südamerika feiern können sie, arbeiten ist dann ein anderes Problem. Wir können mega arbeiten, oder? Ist doch so, oder? Schaffen, Häusle bauen in Schwaben. Aber wenn es zum Feiern kommt, dass du zurückschaust und sagst, Gott hat das Wunder gemacht letzte Woche mit Hillsong. Gott hat das Wunder gemacht am ICF Conference. Wir haben eine neue Microchurch gegründet. Wir haben 60'000 Frauen und Männer gewonnen durch online irgendetwas, sagt der Schweizer. Okay. Schön für dich. Und ich möchte dich motivieren, hock einmal pro Woche an und feier deine Sieg. Feier deine Kinder. Vor ein paar Jahren, du hast keine Kinder gehabt, du hast gebetet, du hast gemacht und jetzt hast du 2 Kinder, aber statt dich freuen, am Sabbat weinst du, weil sie schlecht erzogen sind. Freue dich über das, was Gott dir geschenkt hat, über deine Finanzen, über deine Wohnung, über dein Haus, über dein Haben und Gut. Schau zurück und sagst, mein Leben ist so gesegnet. Das ist matchentscheidend. Ich sage dir warum. Weil wenn du auf Social Media unterwegs bist, wirst du immer ein schönes Haus sehen, eine krassere Frau, einen schöneren Mann und Kinder, die du gerne anbringst. Und dann schaust du es an und bist total frustriert. Das Sabbat brauchst du, um dich zu erinnern. Was hat Gott gemacht in dieser Woche? Wo habe ich Wunder erlebt? Wo hocke ich aber an und sage, ich bin total irritiert, das ist auch. Und jetzt ist interessant, wenn wir die 2 Bibelfeste anschauen, nur beim Sabbatgebot hat Gott ein bisschen Fleisch am Knochen gegeben. Und jetzt Frauen und Männer, die theologisch unterwegs sind, sagen, siehst, das sind genau die Bibelstellen, wo jemand etwas geschrieben hat und interpretiert, das nicht von Gott kommt. Wieso nur beim Sabbat? Danke, dass du es gefragt hast. Ich möchte ganz kurz theologisch erklären, dass Gott oft eine Ergänzung gibt, zum Beispiel auch bei den Evangelien ein anderes Wort. Du kannst eine Kaffeetasse von vorne anschauen. Das ist eine Kaffeetasse für die einen und für die einen ist es auch eine Teetasse, oder? Es kann sein Kaffee, Tee, kann aber auch Wasser drin sein, versteckt auch Cola. So, das ist ein Blick. Und wenn man gibt Gott eine Ergänzung und sagt, hey, du kannst es aber auch von oben anschauen. Und die Kaffeetasse, Teetasse, Cola-Tasse von oben sieht völlig anders aus. Und du sagst, das ist ja nicht das Gleiche. Gott sagt doch, das eine ist von der Seite und das eine ist von oben. Und Gott möchte sagen, wenn du die Winkel changen, ist der Sabbat, sagt Gott, tu ihn heiligen, tu dich daran erinnern, tun aber auch feiern und alles widerspricht sich nicht. Feiern und heiligen und auch daran erinnern, tut sich nicht widersprechen. Ich möchte dann mitnehmen, was heisst es für mich jetzt persönlich, den Sabbat zu halten? Das erste Gedanke ist mal, Sabbat bedeutet mal, dass ich mal ansitze, mal nichts tue. Das ist mega schwierig, ist manchmal mega langweilig, oder? Und ich habe mir überlegt, über was denke ich denn noch? Also wenn die Bibel sagt, denk am Sabbat über die Wunder Gottes noch, über was denke ich denn?
Und ich habe festgestellt, ich rede jetzt nur von mir, wenn ich nicht ein Bild habe von etwas, dann bin ich nach 1 Minute fertig gedacht. Wer kennt das? Maximal 2 Minuten. Und ich brauche ein Bild, das mir hilft, in meinen Kämpfen den Frieden zu behalten. Und Jesus nimmt das Bild beim Abendmahl, und ich werde das alles versuchen zusammenzubringen, dass es Sinn macht. In Lukas 20, Vers 19 bis 20 sagt Jesus, er nahm das Brot, dankte und brach's. Und gab es ihnen und sprach, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird, das tut zu meinem Gedächtnis. Also, wenn immer ihr das Abendmahl einnehmt, denken darüber nach. Im Abendmahl sagt Gott, erinnere dich. 2. Moses, 5. Moses. Lukas, erinnere dich daran. Dann geht es weiter. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Und für mich geht eine Welt zusammen, wenn ich den Sabbat mache. Den Sabbat verbringe ich mit dem neuen Bund. Was ist der neue Bund? Sind das die neuen YouTube-Stars, die raufkommen? Was ist der neue und der alte Bund? Der neue Bund, wo Jesus, von dem er redet vom Bund, wo Gott mit dem Abraham macht. Und Gott hat mit dir und mir einen Bund gemacht. Nun nennst du es eine Freundschaft, eine Beziehung oder eine Glaubensgemeinschaft. Wir alle kennen den Ehebund. Ich bin geheiratet, das sieht man dem Ring. Und die Leute fragen, wieso ist es so ein grosser Ring? Ganz einfach, es ist auch ein Verteidigungsring. So, don't come too near. Boom, I knock you down. So, das ist ein Ring. Wir alle kennen Beziehung, eine Freundschaft, ist aufgebaut in guten Tagen, liebe ich dich, aber auch in schwierigen Tagen. Das alles kennen wir. Wie kann ich für mich den Sabbat an Gott mich daran erinnern? Und ich nehme für mich das Bild vom Abendmahl vom neuen Bund. Und das ist mein Bild, das ich nehme am Sabbat. Und ich möchte dich einfach challengen. Für das ist ein anderes Bild, um mich daran zu erinnern. Und ich hocke an und sage, okay, Gott hat mit mir einen Bund gemacht. Und dieser Bund hat 9 Facetten. 9. Und es sind 9 Bereiche, wo ich mir Gedanken mache, Leo, hat der Find in dieser Woche den Frieden geraubt? Bin ich beleidigt? Denke ich zu klein über mich? Denke ich zu gross über mich? Denke ich zu panisch? Denke ich zu positiv, zu negativ? Und die 9 Schritte helfen mir, mich daran zu erinnern, wer ist Gott und wer wird der Gott immer bleiben, ganz konkret in meinem Leben. Ich nehme mit auf eine Reise und gewisse Sachen hast du vielleicht schon mal gehört, aber ich nehme ein Bild mit, was ich mich daran erinnere, was Gott für mich gemacht hat. Ich habe Gott eingeladen auf der Bühne, ich hatte Zeit gehabt. Das ist unser Producer, also unser Michi, einen grossen Applaus geben. You are doing an awesome job. Awesome. So. Also, ein Bund hat 2 Parteien. Das ist Gott und das bin ich. Und Jesus sagt, das ist der neue Bund in meinem Blut. Er redet von einem Blutsbund. Wenn Jesus von einem Blutsbund redet, weiss jeder Jude, was gemeint ist. Und wir Zürcher denken, okay, Blut finde ich blöd, ich esse nur Gemüse. Ein Blutsbund hat in der jüdischen Kultur eine krasse Bedeutung. Und wenn du das Bild verstehst, hast du am Sabbat ein Bild, um dich zu erinnern, wer du bist, wer Gott ist und in was für einer Position ich die Woche gelebt habe und in was für einer Position ich in der nächsten Woche reingehen werde. Und du merkst plötzlich, oh mein Gott, ich bin unglaublich gesegnet. Also, ich bin Abraham. Das heisst, ich bin nicht perfekt, ich habe das Gefangenkleid an, das ist Gott. Alle Farben gehört Gott und auch der Regenbogen, er ist der Owner auf der Regenbogen. Alles andere ist cheap, copy, cheap. Ist böse, böse. Böse, böse. Ganz böse. So. Und das Erste, was man macht in einem Blutsbund ist, man teilt Gewänder. Der Abraham sagt zu Gott, Gott, das ist mein Gewand, das ist mein Geld, mein Haus, meine Frau, mein Rinder und alles. Ich gebe dir alles, viel Spaß, das ist alles, was ich kann. Wirklich, nimm es persönlich, mehr habe ich nicht. Und jetzt gibt Gott seinen Mantel mir und das bedeutet, es gibt einen Kleidertausch. Und es bedeutet, dass ich mich am Sabbat daran erinnere, Leo, was auch immer kommt in dieser Woche, du trägst den Himmel. Alles, was du brauchst, ist in dir.
Wer hätte die letzte Woche ins Hirn geschifft und dir sagt, ich komme zu kurz? Du hast den Mantel Gott gegeben. Er hat nicht gejammert, hat es genommen, denkt, okay. Aber er hat dir den Himmel anvertraut. Und alles, was du brauchst, wird Gott dir geben in deiner tiefsten Not. Und das bedeutet, der Friede kommt zurück. Und ich weiss, das ist meine Position. Mit einem neuen Mantel Gottes gang ich in die Woche rein. Und was auch immer kommen möge, ich trage den Mantel Gottes. Amen. Mantel Gottes. Und ich möchte etwas Lustiges sagen. Gott wird dich nie für etwas fragen, wo du alle Finanzen hast. Gott wird dich nie für etwas fragen, wo du weißt, du hast alle Talente. Gott wird nie dein Bankkonto checken. Er checkt immer, glaubst du, dass Gott ist dein absoluter Versorger Nummer 1 in jeder Facette von deinem Leben. Wenn du das weißt, dann wirst du nicht mehr beten, Gott, gib mir, was ich will, sondern Gott, gib mir, was ich brauche, weil du bist der bessere Geber, als ich jemals geben kann. Das ist die erste Position. Plötzlich kommt Friede im Sabbat in mich rein, weil ich weiss, ich bin wunderbar ein neues Gewand bekommen von dem Gott im Himmel. Denk jetzt so eine Waffe. Ich habe sie nicht mitgenommen, weil Waffe ist im Moment blöd. Aber mir hat gesagt, ich kämpfe für dich und du kämpfst für mich. Jetzt überleg dir mal, du bist Gott. Jetzt sagt der Abraham zu Gott, Gott, ich kämpfe für dich. Was ist dein Problem? Ich kämpfe für dich. Und Gott denkt, okay, ich nehme es ernst, aber herzig. Gott, wenn Gott sagt, ab heute kämpfe ich für alles, was du hast, ist dann ein anderes Game. Darf ich dir sagen, wer Gott ist? Gott ist allmächtig, allwissend und allgegenwärtig. Und es gibt nicht eine Story in der Bibel, wo Gott verloren hat. Nicht eine. Und du glaubst, doch, ich. Dann hock am Tisch am Sabbat und erinnere dich, dass Gott ist für dich. Wer mag gegen dich sein? Wenn Gott für dich kämpft, er kämpft besser, als du jemals kannst kämpfen. Er kämpft fair und gerecht wie ein Schwert. Und es trennt. Weißt du, wenn ich kämpfe, mein Kampf, meine Challenge, die ich habe, ganz einfach, das ist meine Position. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. Ich kämpfe gerne nicht. Ich mache alles, was ich machen kann. Das ist mir mega wichtig. Christi bedeutet, ich mache nichts. Ich mache alles, was ich kann machen. Aber dann überlasse ich alles in den Händen von dem Gott im Himmel, wo nicht ein einziger Kampf jemals verloren hat. Wenn Gott für dich kämpft, wer mag gegen dich sein? Nobody. Nobody and nobody and nobody. Wie oft verlieren wir den Frieden? Weil das Gefühl, es ist unfair. Niemand sieht, was ich mache. Doch Gott sieht es. Gott ist dein Partner. Gott sieht es und Gott wird immer das letzte Wort haben. Dann hat man den Bund geschlossen. Und ich liebe das, mit so einer Achtung gemacht. Also Rücken an Rücken, Arsch an Arsch. So ist es einfach. Sorry, jetzt sagen wir, wie es ist. Ist gut? Ja. Gut. Es ist losgegangen. Haben eine Achtung gemacht. Bedeutet, Acht heisst immer, es gibt immer einen Neuanfang. Es gibt immer einen Neuanfang bei Gott. Und dann bist du geändert, Gesicht an Gesicht. Und du hast gesagt, wenn einer von uns einen Fehler macht, wenn einer von uns den Bund nicht erfüllt, wenn einer von uns betrügt, wenn einer von uns lügt, siehst du das Tier, wenn man 2 Teile teilt, lebt nicht mehr, gell? Wenn du oder ich das macht, machen wir genau das Gleiche, tot. Ich möchte dir eine Frage stellen. Schwitzt Gott beim Bund? Gott hat noch nie einen Fehler gemacht. Gott hat noch nie gesündigt. Gott ist schon nie etwas aus der Hand entschlüpft. Der Einzige, der anfängt zu schwitzen, ist der Abraham, der sagt, Gott, ich habe eine Frage. Die 9 Punkte, das ist mega viel. Das können sich alle nicht merken. Komm, wir machen 8, lassen den aus. Das ist so doof, das macht keinen Sinn, das ist so unnötig. Der Abraham fängt an zu schwitzen, weil der Abraham gewusst, ich habe eine Geschichte. Der Abraham hat 2-mal gesagt, das ist wohl nicht meine Frau, das ist wohl nur meine Schwester. Einmal einen Fehler machen, okay, 2-mal bist du doof. Und Abraham sagt aber Gott, ich habe es schon mal probiert, das ist meine Geschichte.
Und was macht Gott? Und die Geschichte ist so brillant. Gott weiss, er hat das Problem mit dir und mit mir. In der Geschichte heisst, Gott bringt den Abraham in tiefen Schlaf. Der Abraham geht schlafen und Gott macht den Bund allein. Und du kannst keinen Bund allein machen, aber Gott macht es einfach allein. Er sagt, das ist mir gleich, ich mache es anders. Und Gott macht etwas, was es noch nie geht in der Geschichte. Ein Bund brauchen zwei Leute, die beide wach sind und beide besinnen sind. Dann der eine schläft und der andere macht es allein. Und das ist die Bibelstelle, wie Frauen und Männer, Gnade von Gott ist nicht verdient, Gnade von Gott ist nicht logisch, Gnade von Gott ist übersteigt alles, was ich jemals machen würde. Gott macht den Bund allein. Und die Bibel sagt, nichts kann dich jemals aus dem Bund von dem Gott im Himmel reissen. Gott hat sogar meinen Namen in die Handfläche eingraviert. Das bedeutet, wenn Gott einmal für dich ist, ist Gott immer für dich. Nicht ich habe Gott gefunden, ich habe geschlafen, er hat mich gefunden. Nicht ich habe ihn geliebt, ich habe geschlafen, er hat mich geliebt. Gott ist immer in unserem Leben einen Schritt voraus. Immer. Schau, warum sage ich das so krass? Weil so viele Frauen haben das Gefühl, nachdem du einen Fehler gemacht hast, Gott liebt mich nicht mehr. Gott hat mich vergessen. Ich habe es selber verkackt. Dann hast du den Bund nicht verstanden. Du kannst nicht verkacken, du hast geschlafen. Du bist gar nicht involviert gewesen. Schon one way. Jesus. Das ist der Song. Dort entstanden. Und ich finde es so krass. Ich vergesse es nicht mehr, vor ein paar Jahren ist eine Frau in unsere Kirche gekommen. Ich vergesse es nicht mehr. Es ist einmal gekommen, nachher nie mehr. Ich habe sie gewonnen und mit einem Wort wieder verloren. Sie hat mich gefragt, Frage, ist ICF Zürich eine perfekte Kirche? Also sie hat euch gefragt. Habe ich gesagt, ja. Wir sind perfekt, bis du gekommen bist. Und dann ist sie beleidigt gegangen. Aber ich habe lieber, ich möchte ehrlich mit euch sein. Schau mal ganz ehrlich durch die Runde. Oder schau mal deine Small Group an. Deine heilige Small Group. Eine Kirche ist kein Museum von Heiligen. Wir sind ein Spital von kranken Menschen, die sagen, wir brauchen einen Arzt. Und der Arzt ist unser Gott im Himmel. Eine Kirche ist nicht ein Ort, wo perfekte Menschen zusammenkommen. Wir haben alle unsere Geschichten, aber wir glauben an einen perfekten Gott von Zeichen und Wunder. Das ist unsere Botschaft in unserer Church. So, dann hat man einen Schnitt gemacht, das ist der nächste Punkt. Da ein Cut rein, ein Blutschnitt, so, da. Eins Leben werden. Und ich liebe den Punkt. Und nachher hat man gesagt, das Blut von Gott und mein Blut fließt durch meine Adern. Das bedeutet, ab heute, liebe Frau und Männer, fließt nicht mehr dein Appenzellerblut durch dich. Sondern das Blut von Jesus fließt durch deinen Körper. Das heißt, wenn ich müde bin, sage ich, wenn ich schwach bin, oh Gott ist stark in mir. Oh mein Gott, der Goliath ist so riesig, aber das Blut in mir ist noch viel kraftvoller. Ein Tropfen vom Blut von Jesus genügt, um eine ganze Landschaft zu verändern. Und ich weiß, Gott kann ein Wort reden. Das Blut ist über allem Blut, das es jemals gibt. In dem Blut von Jesus bin ich geheilt. Ich proklamiere Wahrheiten Gottes am Sabbat über mein Leben, weil vorher habe ich einen 6 Tage geschafft, aber ich mache mir bewusst, wer ich bin. Und dann ist ganz interessant, der hat mir die Namen geändert. Sondern Gott hat gesagt, okay, du heisst voll nicht mehr Abraham, nicht mehr Sarai, sondern Saras, Abraham, nicht mehr Jakob, du heisst jetzt Israel. Und Gott hat zu mir gesagt, du heisst nicht mehr Leo. Ich bin nicht mehr Leo der Sünder. Ich bin ein Heiliger. Hast du gewusst, du bist ein Heilige? Du bist ein Sohn und eine Tochter vom allerhöchsten Gott. All unsere Sünden, all unsere Fehler sind vergeben für immer. Dann sagen die Leute, ja, aber Leo, ich mache ja immer noch Fehler. Ja, richtig. Sünde und Fehler ist nicht das Gleiche. Sünde bedeutet, ich habe das Ziel verfehlt. Haben wir nicht. Wir haben Jesus angenommen, wir haben das Ziel getüpft. Jesus wohnt in mir, versiegelt mit dem Heiligen Geist. Ich kann immer noch Fehler machen, hat aber nichts zu tun mit meiner Identität. Sondern du bist ein Sohn und eine Tochter Gottes. Dann hat man, der nächste Punkt, die Wunde so lange gerieben, bis eine Narbe gegeben hat. Und jetzt denkst du, warum in aller Welt die Narbe? Ganz, ganz einfach. Wenn du früher
jemand hast besiegen, ein Dorf oder eine Person, hast du eine Narbe gehabt von 3 anderen Königen. Und du hast gesagt, wenn du mich und meine Familie eliminierst, habe ich 3 andere Könige, die sich entschieden haben, mit dem Bund für mich zu schauen. Du hast das Problem mit dem und dem und dem und dem. Mach dir ein bisschen bewusst, was du dir antust. Und das bedeutet nichts anderes, wir Christen, wir tragen Narben von Jesus vom Kreuz von Golgatha. Und das bedeutet, wenn der Teufel dich angreift, sagst du, Teufel, oh my flip, du brauchst eine neue Brille vom Filmmann. Du bist so dermaßen blind. Ich trage Narben und die heißt Jesus Christus. Und du willst ja wohl nicht dir das antun, gegen ihn zu kämpfen. Du hast schon mal verloren. Ich möchte etwas fragen. Ich bin mega begeistert. Ich möchte etwas fragen. Wird jemals ein Dieb in ein Haus einbrechen, wo es nichts zum Finden gibt? Wenn der Teufel dich angreift, dann weiss er, in deinem Haus, geistlichen Haus, gibt es etwas zum Finden. Mit anderen Worten, der Teufel greift jemand dich an, wenn es nichts zum Finden gibt. Das heisst, wenn du Angriff hast, ist das grösste Kompliment, es gibt etwas zum Stehlen. Und wenn der Find dich nicht angreift, ja, das ist nicht gut. Weil die Narbe, die ist nicht da. Wir tragen die Narbe von Jesus in unserem Kampf. Wir sagen, Teufel nicht heute, Teufel nicht in einer Woche, Teufel nicht in einem Monat, Teufel never ever. Ich trage Markierung von mir Jesus und du hast keine Chance gegen ihn. Du magst vielleicht jetzt eine riesige Klappe haben, aber im Himmel bist du vernichtet für alle Ewigkeiten. Das ist die Position, wo wir drin sind. Dann die letzten 3 Sachen. Wir haben dann ganz konkret, Gott hat den Platz nehmen oder umgekehrt Abraham, I don't know. Wir haben dann auch erklärt, was ist die Bedingung in dem Bund? Wir haben einen Vertrag unterschrieben. Und der Tag, wo du gläubig geworden bist, bist du versiegelt mit dem Heiligen Geist. Für was brauchst du ein Siegel? Wenn du in den Himmel gehst, ist es wie eine Eintrittskarte. Und jetzt musst du dir mal vorstellen, dass der wunderbare Gott, der mit mir eine Freundschaft macht, und das überlege ich mir am Sabbat, habe ich oft das Gefühl, ich komme zu kurz, die Leute sehen es nicht, kommt kein Like über und dann ist mir wieder, gerade 3 Leute sind mir dies followed. Mach mal einfach nicht. Dann schaue ich ihn an und denke, so krass. Jesus, der Zimmermann, ist seit 2000 Jahren im Himmel am Bauen. Also wenn du 2000 Jahre eine Wohnung baust, ist er entweder sau langsam, traue ich ihm jetzt nicht zu, hat immerhin in 6 Tagen Himmel und Erde erschaffen, fair enough, das ist billig und alles. Das bedeutet, dass ich eine Wohnung habe im Himmel, so etwas hat es noch nie gegeben. Und diese Perspektive allein ist so crazy. Ich habe bei eingezogen in eine Wohnung, dann hat es ja Baufehler gehabt, dann hat es Verspätung gegeben. Und ich weiss, was heisst, auf eine Wohnung warten. Und dem hat man nur 3 Jahre gebaut. Der baut seit 2000 Jahren ein Haus für mich. Und du hast das Gefühl, ich bin niemand. Ich habe nichts. Mir geht es Museelend. Niemand denkt an mich. Ja, das ist niemand. Am Sabbat hockt niemand da. Doch, der allmächtige Gott hockt an deinem Tisch und er bereitet für dich eine Wohnung vor. Dann haben wir gesagt, okay, lass uns das Abendmahl nehmen. Dann immer das Abendmahl genommen. Im Alten Testament, im Neuen Testament, trunken gegessen. Und das Abendmahl ist eigentlich Bedeutung, ich schaue dir in die Augen. Wieso musst du den Sabbat heiligen? Du schaust ihn an in die Augen und fragst, wie geht's dir? Also Gott fragt mich immer zuerst, wie geht es mir, dann bin ich mega lang. Ich kläre mal alles Detail auf, aber links und rechts, weil er es ja nicht gesehen. Und dann ist es aber auch ein Dialog und dann fragt mich Gott, und was ist mit dir? Du kannst auch fragen, wie es dir geht, was wünschst du dir von mir? Und das Abendmahl, wir hockt an, wir reflektieren die Woche, das Glaubensleben, deine Ehe, deine Freundschaft, deine Finanzen, deine Sexualität, alles. Und du lässt dir Gott in die Augen schauen. Wenn Gott in die Augen schaut, ist im Fall, da kommt alles führen. Hast du gewusst, schau jemand in die Augen ist wie ein Schaufenster.
Wenn jemand ein unreines Leben lebt, du siehst es an den Augen. Wenn jemand sagt, oh, das ist so eine heilige Frau, dann redest du von den Augen, die glänzen. Die Augen, liebe Leute, ist ein Schaufenster. Und Gott schaut in deine Augen und weiß, was abgeht in deiner Seele. Und dann, ich möchte enden mit dem, im 9. Punkt, nach dem Deal, den man gemacht hat, hat man einen Baum gepflanzt. Einen Baum gepflanzt. Dann hat man Blut genommen und den Baum mit Blut angespritzt. Schon im Alten Testament hat man gesagt, es wird einer kommen, eines Tages, der wird an dem Holz sterben und man wird Blut vergießen für all eure Sünden und Felder. Das ist das Bild von Jesus am Kreuz. Schon im Alten Testament gewusst, der Messias wird nie aufhören. An meiner Stelle sagen, Vater im Himmel, er hat es verkackt und so grausam. Aber ich habe eine Wunde für ihn und das ist das Eintrittsticket in den Himmel. Ich möchte nicht darüber lehren, wie musst du den Sabbat halten. Der Sabbat ist nicht für Gott gemacht. Er ist für dich. Damit dein Motor funktioniert, sonst klopft der Motor weg. Kommt dich immer teurer. Und die Bibel sagt, gedenk daran an Größe Gott. Und ich nehme im Sabbat für mich das Bild vom Abendmahl. Von dem Bund, wo Jesus mit mir macht. Und ich weiss, ich trage das Gewand vom Himmel. Don't ever tell me, dass ich zu wenig habe. Er kämpft für mich und hat noch nie verloren. Ich bin geschlafen und hat mich zuerst geliebt. Er hat sein Blut mir gegeben, es fließt durch meine Adern. Und er hat meinen Namen verändert. Bei Leo the Saint. Leo the Saint. Und er hat Narben so gross gemacht, dass es alle sehen. Und er hat mit mir einen Vertrag gemacht und er baut ein Haus. Und er hat mir in die Augen geschaut beim Abendmahl. Und by the way, er hat gesagt, lass einen Baum pflanzen und uns nicht vergessen, woher wir kommen und wohin wir gehen. Und das zum Thema gibt Frieden. Frieden entsteht dort, wo du den Sabbat reflektierst, nimmst, an den Tisch hockst und lässt dir etwas sagen, dass vielleicht in deiner Ehe, deiner Freundschaft, was auch immer, gewisse Sachen darfst anpacken mit dem Gott im Himmel. Ich möchte dich einladen, aufstehen, live und online. Ich möchte dich einladen, auch deine Augen zu schliessen für einen Moment. Ich möchte heute ein Gebet beten für all die Frauen und Männer. Vielleicht hast du noch nie dein Leben Jesus anvertraut. Vielleicht bist du auch vom Glauben abgefallen, du bist heute da. Du schaust es online an und denkst, das ist der Tag, wo Gott bewusst etwas in mir möchte wiederherstellen. Ich werde das Gebet beten und ich möchte dich einladen, wenn du das willst, einen Satz mitzubeten. Ich werde einen Satz vorbeten. Dann kannst du den Satz einfach mitbeten als ein Statement. Ich lade dich ein, Jesus, in mein Leben. Lieber Jesus, da bin ich. Ich danke dir für mein einmaliges Leben. Es tut mir leid, wenn ich Sachen falsch gemacht habe. Ich habe gesündigt vor dir und auch vor den Mitmenschen. Ich bitte dich in aller Demut, vergib mir. Ich nehme die Vergebung auch in Anspruch für mich. Ich gebe meinen Mantel in deine Hände. Das ist alles, was ich bin und habe. Das ist aber auch meine Geschichte in dem Mantel. Und ich ziehe deinen Mantel an. Danke, nennst du mich mein Sohn und meine Tochter. Jesus, leit und führ du mich. Beschütz und segne du mein Leben. Das Wort Amen heißt, so sei es. Und ich möchte dazu rufen, wie du sagst, das Gebet betet hast, dein Name wird eingetragen im Buch vom ewigen Leben. All deine Sünden und Fehler sind vergeben. Du bist ein Sohn und eine Tochter Gottes. Ich möchte eine Sache möchte ich jetzt prophetisch noch bewusst über gewisse Frauen und Männer wie prophetisch aussprechen. Und ich möchte, dass du mich ganz kurz anschaust. Nur ganz kurz. Ich habe vorher den alten Mantel habe ich Gott übergeben. In dem Manteltausch, liebe Frauen und Männer, gibt es eine Botschaft. Schau, Botschaft, alles, was ich versagt habe. Alles, was ich verkackt habe. Alles, was ich zu kurz gekommen bin, gebe ich dir in die Hände.
Es ist nicht nur dein Haus und dein Töff. Du gibst Gott auch deine ganze Geschichte. Und ich habe wieder den Eindruck gehabt im Gebet, für gewisse Leute, heute ist es dein Morgen, dass du bewusst deine Geschichte, deine Niederlage, und die ist hart, in die Hände Gottes gibst als ein Tausch. Da ist meine Geschichte. Da ist meine Verwandtschaft, die mich doof anschaut. Da ist mein Bock, den ich gemacht habe. Aber es ist ein Teil von mir. Und ich gebe es in deine Hände, weil ich es nicht mehr will. Und dann, was Gott macht, der Vater, er nimmt es. Ohne Wenn und Aber, ohne zu zucken, ohne irgendetwas. Ich möchte es bewusst sagen. Ohne irgendetwas. Aber was Gott macht für dich heute, er gibt dir seinen Mantel. Du denkst, er ist viel zu gross. Das ist riesig. That's the point. Glaube heisst immer, was Gott macht, ist immer zu gross. Darum heisst es Glaube. Das heisst, ich kann es. Glaube. Und ich möchte bewusst über dir sagen, gib heute deinen Mantel in die Hände von Jesus. Und sag, no more. An diesem Tag habe ich den Mantel genommen. Und es ist nicht mehr meine alte Geschichte. Und ich habe nochmal Gnade von mir, ich habe nochmal ein Fenster von mir von 10, 20, 30, 50 oder 100 Jahren, I don't know. Und das werde ich anpacken mit meinem Gott im Himmel. Und ich werde nicht vergessen, dass der Gott, der sein Volk aus Ägypten geführt hat, führt mich aus dem Scheiß genau gleich raus. Mein Ägypten ist genau gleich eine Kacke. Die Geschichte lesen wir. Wir sind so berührt, dass Gott gemacht hat. Das ist deine Geschichte, das ist meine Geschichte und Gott macht es heute. Und ich möchte dich einladen, das Lied singen als dein Gebet. Als dein Worship. Als dein Gott, da bin ich. Das ist im Mantel.